Ekran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Edward Giesbrecht en ik ga hier vandaag met mij Marilyn Heide, hier van Mexico. We zijn in Lebenswasser Studio. So Marilyn, welkom hier. Ik ga even mal vertellen von wo bist du so reich? Wo sei je opgewassen und so weiter. Ik zie Marilyn Heide, Ernie Cornelsen zijn vroeg was. En we zijn beide in Los Cahuillas geboren. En dat is hoe we opgewassen zijn en ons bevrijd hebben. En we hebben het ook geschafft. Wat we nu hebben is een boomgaarden. We doen boom wassen en verkruipen. Dat hebben we al van ongeveer 18 jaar gedaan voor hij krank wordt. En dat is wat we nog doen. Wow, sehr gut. Hawaii ist eine Kolonie, wo wir das so in 2 Stunden vom Korridor hier auf? Ein Hof? Eine Viertelstunde von hier vom Korridor, für die Menschen, die das hier kennen. Von du auf und du hast dann gewohnt. So, du siehst die Horde dort mit deinem Mondtop. Das hier sich so, heißt nicht mehr du nicht so, er lebt nicht mehr. So, kannst du diese Geschichte vertellen, wenn Wort er nu nicht da ist? Hij wie aan zijn met jamon en hij schaft zijn, aber maar eenmaal kreeg hij rege trouble. Hij had veel eimak, mank zijn rabbe en rege strank. En zo voel we dan verken om terugmerken en Leute aan terugmerken en dat had op anders. En dus dat had we van ongeveer een jaar tegengebracht. En hij bracht ook veel verwijderspellen, verwijder. En die weidel worden plus Amarata. Eva dem zei de nurse, we zullen mal een dokter voor, en voor we een dokter. En we deden door tests, resonanties en zo wat. En dan weist dat hij had een tumor am registrang. En de dokter gelooft niet dat we kreeft zijn, en dat weist Lothar ook knerken kreeft. En wat deed je dan met deze kreeft? En dan zei de dokter dat moest eruit gesneden en dat is wat we dan ook voortsteden. Wij mijn man weer meid van de weidel, hij wil dat je gefixt hebben. En dan snijdt de dokter de verste half van dem dat je lenk uit de registrang krijgt. En schrijft dan een ploot even. En dan was wie dan is naar huis kan, de dokter had dan een oder, een bloedoder aangehaald en dan blaad hij nog mes uit. Nou was we dan eens een huis voeren, dan deed we voorts no zijn en wat we kunnen doen met naturaal, wenn dat is wat we willen. Nou voor we naar Tijuana, dan weer we door Feuerwerk, dan we door Feuerwerk naturaal tratamientos. Zijn we nog grootste Weihnachten waren aan huis. En zo vangen we dan ons frische leven aan. Hij had allemaal nog veel weidel en we deden de tratamientos wat ze ons hadden metgegeven. Aber 3 Monate van de eerste operatie, dan had hij frisch meer weidel in zijn omsvangen waren aan te leven. En dan voer we terug naar de dokter en dan had hij tumor frisch gewassen. We wisten niet wat dat soll, we dachten ze, dat ging je toch bloß niet. Aber der Doktor zei dan waren operieren, dat is wat we deden. Snijdt de dokter nog dat hingerste biet van dat gelenk eruit. En schrijft er een paar stangen even met 8 boltes. Wat er zeer veel weidel afgegeven. Veel schwarz en weidel. En dan wordt we dan zo doen, als de dokter zei, dan heb ik chemopellen gebruikt. En hij heeft ook radiation gedaan voor een paar weken. En Chihuahua. En dat heeft aber niet werkelijk veel wat. Wenn nu 3 Monate, dan wird de tumor frisch gewassen. En dan zei de dokter, dat ging niet meer te opereren.
Da wäre das eine Gelenk wie wach und da wäre bloß Stangen und Blute und da ging nicht operieren. Und der Radiationdoktor, der sagt, dort in Chihuahua, die Radiation, dann dort halt nicht. Wir sollen nach Monterrey fahren, da haben sie eine bessere Maschine. Dort wir dort, wir da in Werk. Und dann scheinen wir sehr mutig in Haus, nu wird das gefixt sein. Wir haben großer Glauben, nu wird er gesund war. Und wir fangen an mit Natural, Maya all Hände zu tun, da auch noch mit Maya Chemo. Aber dann im Oktober, dann dann schleift das Schrift. Und dort ist auch die Zeit, wo sein Vater dann starb. Der Vater war alt. Und er war sehr mutig und er deed natural treatments, alle Sorten. Juices trinken, sehr bessere Tee und Blattbeeren und Uitschweiten. Ein Freund zei dat jeder Blatt, der Freund hat gesagt, dass jeder Blatt, was beim Haar fliegt, das kirkt sich auf. Ja, okay. Das wie nicht so arg, das wie ein Spuß, aber das. So ungefähr, er versagt einfach alles. Er versagt einfach alles, was er bloß kann. Und er wirkt immer sehr positiv, er kriegt immer sehr viel Jas und er hat die Mutter sprechen, die Jas alle. Und das dazu habe ich dann von ungefähr 10 Monaten geplästert. Was wir ein Grund, wenn was das sehr wichtig wird, dass er nicht sterben will. Wir haben jung, was da nicht ganz normal ist. Dort wir eindenken, er will mit mir taub für den Sorry. Okay. Und er will mit mir taub sein. Uns trauen wir immer, wir wollen taub alt worden, wir wollen taub reisen, wir wollen noch mal die ganze Welt rumreisen. Okay. Er will sehr abgesund war. Und er hat viel Gebet, ich habe viel Gebet, hängen abgelegt, wir haben Salbungen gehabt, wir haben Zeuge von weit auf, gebet und Predigers von weit auf. Da sollen Wunder passieren, da passiert aber kein Wunder. Was sagt wenn wird wir armen Wunder sehr wichtig? Ein Ding wir, er will gesund werden, aber ein anderes Ding wir, dass er will Menschen dort sagen, dass Gott noch einmal Wunder und dass die deutschen Menschen sollen geholfen werden. Wenn er wird haben Wunder gekriegt, dass er wird seine gesund werden. Dass Menschen können glauben haben. So, und wo, und das passiert aber nicht, wo ging das wieder? Was passiert wieder? Dann wird er frisch krank, er kriegt Buckweideau und wir fuhren zum Doktor. Und die kreeg wir nicht an Buck, aber die wir an Maya gelenken en een maat van Regen. Wat dan de nerven om Buck beklaamde. En dan dacht we zo, dat had fijn geschafft, dat feitmal in Monterrey. De radiation, dat is wat we nu willen doen en dat is ook wat we deden. We voeren terug naar Monterrey. En deden 2 weken radiation daar, maar daar starf hij eigenlijk mal mes krijgen. Dat verdroeg hij mes, hij kleef zijn charpa wie leer, oder wat. Dat verdroeg hij mes niet. We hadden dus zeer gebet. En hij was zo veel gezond, dat we dan waren kunnen in huis komen. En thuis we nog waren zeer krank en zeer zwak, aber hij werd nog wel een beetje gezonder te Weihnachten. En dan na Weihnachten dan fängt het aan dat hij bloß kranker en kranker wordt. Die Körper hier auch mit Schafe, die Lunge, die wollen nicht mehr und die Darm wollen nicht. Und so. Und wir haben dann auch noch einen Titel, er war sehr gebet, hey, ist nicht ein Mensch, was er leicht nur geben deit, hey, wie immer noch stark im Glauben, dass er wird gesund werden. Und ich sehe zu Gott, ich will am vertrauen, und ich versagte das mich, weil ich verstand das nicht. Und aber ich deed mijn bastard. En dan starf hij dan aan mij. Met 2019? Okay. Ja. Hoe voelt zich dat hingeran, nu hat einer so gekämpft, so ein schwerer Kampf, und nu wie hier auch nicht übersperrt, wo fühlt einer sich hingeran? Hij was so sehr krank, dat wir so sehr schwach, dat wir leicht, dat hij war hier. Okay.
leicht und aber einer Fall sich verloren. Verloten. Verloten, ja. Einsam. Von einer Tag noch nicht von was wird einer Fall sich gehört. Ja. Ja. Du redest von, je hat einen Baum geworden. Ich sage, dass jeder einen Baum plantet und wieder verkaufen. Ja. Was sperrt sich dazu? Will einer wahre Baum planten und wieder verkaufen? Nee, ich würde das alle verkauft, wenn ich hatte gewusst, wer das verkaufen. Aber das wie nicht der war, und meine Kinder haben Mut. Die fangen an zu schaffen, das trachten, organisieren. Der Krankheit wieder hängen geblieben bestimmt. En mijn dochter de rekenings. En ik geloof dat het nu fijn opgewacht met dat. Wow. So dat is nu best over 2 jaar terug. Oder 2 jaar terug. Meest 2 jaar terug. Oké, beter eruit komen wat dan best over 2 jaar terug. Wow. So, mir wird das sehr interessant, was du siehst, ver wie gravieren, du wirst nicht bloß eine Wettfrüh sein. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, mutig zu sein und für Gott zu schaffen. Wenn ist da für einem. Amen. Er gibt mir Frieden und er gibt mir Kraft und Frieden und er hat Mitleid. Er ist da. Er wird mich niemals verlassen. Das habe ich versprochen. Ja. En dat is interessant, weil du sagst, dass dein Mann will haben, dass diese Geschichte, dass er wird gesund worden, nicht so? Der soll von hier bis Bolivien und wieder in die ganze Welt gehen. Nur plötzliche Menschen. Und du siehst aber, er hat viele Menschen persönlich kennt, Mut merken und ansparen. Er hat sehr viele Freunde, weit und breit, kriegt wenn den Baum geht, kann er sehr viel. Da sind von weit und breit Menschen gekommen und er hat immer alle Mut gesprochen. So die Botschaft ist weit und breit gegangen. Auch wenn er nu nicht kann reisen und vertalen, nicht so? Ja. Und aber andererseits geht er nu trotzdem noch wieder, nicht so? Ja. Wenn wir das hier nu vertalen, ist dieselbe Botschaft, bleibt noch einmal, dass Gott gut ist. Ja. Dass er auch wenn das, auch wenn das nicht immer so ist, was wir uns vorstellen. Und wo sei ihr nu als Familie, lebe je mutig verderweg, oder wo geht das doen? Ja, wir leben mutig verderweg, da sind manchmal schwere Tiden mank. Aber wir leben mutig verderweg und wir schaffen es auch. Kann ich hier, du hast auch noch den einen Vater muss begraben, nicht so? Ja, das ist von ungefähr 2 Monaten zurück. Der war sehr krank, dort 2 Wochen. Hat sie viel bei ihm gewesen. Und wann wir uns vorstellen, wie Hand, vielleicht eine andere Früh, eine Wettfrüh, check das auch an eine Person, die vielleicht in Traurigkeit ist. Was musst du diese Person sagen wollen von dir? Ich würde sagen, sie soll an Gott festhalten. Sie soll die Bibel lesen, den Heiligen Geist vertrauen, die soll mit der Haube die Bibel lesen und sie soll das für sich nehmen. Was da sagt, wenn das sind viel feine Versprechungen, dass Gott wird mit uns sein und er wird uns Frieden geben, mehr als wir was verstehen können. Ja, und das kriegt mir auch mir denken, wo du mir siehst, hier dass du nicht bloß die Bibel lesen, sondern die studieren das. Ja. Dass die Bibel, die redet für die persönlich, das ist mehr als bloß eine feine Geschichte-Buch. Ja, das ist lebendig. Das ist lebendig, krieg so. Vielen Dank schön für dein wunderbare Zeichnis und ich bewundere dich, wie mutig du bist, auch wenn du den Mann verloren hast. Ich möchte dir Gottes Segen wünschen und auch ganze Tag hier. Möchtest du das Programm wieder teilen, dass viele Menschen das hier kennen, dass sie Geschichte, dass sie keine abgebiet worden. Für nu möchte ich Ihnen Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur +591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.